Journalismus als immens wertvoll ist, besonders an Zeiten, wo viel Falschinformationen zirkulieren, als für die Bürger von größter Wichtigkeit, über qualitativ hochwertige Informationen zu verfügen. Leider ist den Ausspruch auch hier am Land nicht immer erfüllt, dazu später mehr. Mir muss das Branche dafür mit Steuergelder subventioniert gehen. Wir mengen nähen. Wir fanden, dass guter Journalismus belohnt wird, dadurch, dass Leute Zeitungen kaufen, abonnieren, wenn sie viel verkauft wird, dass viele Leute Annoncen daran schalten, viel Werbung kann verkauft gehen. Wir haben noch Beispiele gesehen von Reporter, was mit Crowdfunding sich ganz gut finanzieren kann. Und wir sind der Meinung, dass es die Bürger als die soll dezidieren durch sein Abkaufsverhalten, wie viel suchen, was für Presseorgan kriegt. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass ich mit meinen Steuern muss ein Organ finanzieren, wo ich mein Abonnement gekündigt habe, weil ich nicht mehr zufrieden bin mit der Qualität von dem Organ. Mir als ADR sind bleiben fundamental der Meinung, dass der Staat sich soll auf seine Kehraufgabe konzentrieren und dass Steuergelder exklusiv dafür zu benutzen sind. Sie auf der Bildung, Gesundheit, Sozialsicherheit, Infrastrukturen, erschwinglichen Wohnraum und auch Kultur. Mir genau wie man gegen Subventionierung von Fehlgeschäft gestimmt haben, fanden wir auch, dass Medien privatrechtlich und ohne Steuersubventionierungen funktionieren sollen. Staatliche Subventionierungen feiern an Eisen an zu Wettbewerbsverzerrung, zur Erfrostellung von der Unabhängigkeit par rapport zur Politik, führen allem aber, und da muss ich dem Rapporteur da widersprechen, denke mir nicht, dass eine staatliche Subventionierung zur Qualitätssicherung und nach Manner zum vielbeschworenen Pluralismus beiträgt. Wenn ihr wirklich Qualität und Pluralismus wollt, dann muss ihr gegen Agenda-Setting, Framing und Totschweigen vorgehen. Und ich zitiere ein paar Sätze, die ich auch schon gesagt habe, wie man den Debat d'Orientation über das Service Public hat. Presse, die am Respekt vom Pluralismus, vom Qualitätsjournalismus schaffen will, die muss dafür sorgen, dass an dem Meinungsbildungsprozess vom Publikum meistens viel unterschiedliche Perspektiven ablesen, dass unterschiedliche Lebenslehren zu verschiedensten Bevölkerungsgruppen zum Ausdruck kommen können. Es darf nicht zur Bildung von enger Meinungsmacht kommen. Medien entscheiden, wer für Themen überhaupt auf der Resonanz kommen und als wichtig gekennzeichnet gehen. Das ist das, was Wissenschaftler Agenda-Setting nennen. Da gibt bestimmte Teilaspekte von einem Thema an den Vordergrund gestellt und damit ein Interpretationsraum suggeriert. Das nennt ihn dann das Framing. Und das ist besonders schlimm, wenn Alternativframes total fehlen. Der Bürger verliert Bewusstsein, dass Berichterstattung perspektivisch ist und den Sachverhalt nicht am Ganzen aufdeckt. Das vermittelt dann ein Meinungsklima. Bürger kriegen einen Inhaltspunkt, ob sie mit ihrer eigenen Meinung allein durchstehen oder ob sie zur suggerierten Majorität gehören. Und das löst dann Schweigespirale aus. Die große Einflussmöglichkeit, die Medien haben, besteht an erster Linie daran, dass sie einen Eindruck erwecken, wie wir bestimmte Positionen an der Gesellschaft geben überweihen oder eben andere bestimmte Positionen inakzeptabel wären. Wozu das kann feiern, will ich just ein Beispiel so. Wir hatten hier eine ganz interessante Debatte, ganz kürzlich über die Ursachen und Bekämpfung von Leerständen am Logement. Als größte Jahreszeitung hatte in der Drop einen flotten Artikel, wo sie all einzelne mandatierte Sprecher mehr oder minder gut, mehr oder minder ausfeierlich zitiert wird, außer der mandatierte Sprecher von der ADR. Ohne mich zu brett zu mengen, dass ich an dem Debat 2, 3 Denkanstöße, 2, 3 Ideen lanciert habe, die vielleicht durchaus der Wert gewesen wären, an der Presse zur Diskussion zu kommen. Totschweigen ist für mich die perfidste Art von Meinungsmache und politischer Einflussnahme. RTL hat eine ganz flotte Initiative ergriffen, erweist an der Rediffusion Heielei-Kugelei-Sendungen von 34 Jahren. Und da habe ich dann die gesehen vom 7. Juli 1991. Das war höchst interessant, weil von den Reportagen an der Sendung war über die ersten europäischen Assises de la Presse. Und hier hat der frühere Staatsminister Gaston Thorn eine extrem flott Rede gehalten. Sein Such war damals, dass es zu übertriebener Konzentration von Medienbetrieben kommen, dass Diversität nicht mehr garantiert ging
an demals dank der TVR op Medienprodukte kind afauert gin. De Visionär Gaston Thorn huet dat Lesenkeier an all diese Punkten recht behel. Zum Aufschluss Medien sollen erhalen, an informieren, an net beleieren, net erzählen, kein Meinungsmache betreiben. An ein TVR oplesen hättet niemals der vergehen. Als das Gesetz besser wie das alt? Ja, ganz klar. Weil journalistisch erbichter Platz Seiten belohnt gehen, das Schluss beim Bayerhandel, mit nein, weil weder der professionelle Journalist korrekt definiert das, an weil das Gesetz weder Qualität nach Diversität garantiert. Und aus all diese Gründen stimmt mir als der gegen diesen Text. Ich soll dich merci.